Hallo und herzlich willkommen auf dem ersten Video von unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch Smith & Wesson M&P 9 vor. Und zwar handelt es sich da um die Core-Serie, die ab Werk bereits eine Montageaufnahme hat für ein Punktvisier. Die M&P-Serie ist 2005 erstmals vorgestellt worden und gilt heutzutage als Vorhängeschild für die Smith & Wesson Semi-Auto-Pistole. Sie ist ein Nachfolger von der Sigma und der S&W 99, wo die amerikanische Version von der Walther P99 war. Smith & Wesson M&P gibt es als 22er, 9 mm Para, 357er SIG, 40er Smith & Wesson und 45er ACP. Unsere ist aber ein M&P 9 mm. Also, der Lauf und der Schlitten bestehen aus rostfreiem Stahl, der Unterteil besteht aus Zytel-Polymer und mit verstärktem rostfreiem Stahl. Und die Handgriffschale ist auswechselbar und gummiert. Es sind 3 verschiedene Griffsendstücke im Lieferumfang dabei, welche relativ leicht ersetzt werden können. Bei der Core-Serie ist das Endstück griffiger als bei der Standardversion der M&P-Serie. Dadurch kann man halt das Griffstück persönlich an die eigene Hand anpassen, was ein bisschen bequemer macht zum Heben. Zum Wechseln vom Griffstück muss man zuerst das Magazin rausnehmen, dann die hintere Arretierung um ein Viertel drehen und dann kann man den Halterungsstift rausziehen. Das war es schon. Und dann kann man einfach die passende Grösse wieder einfädeln. Die Arretierung rein tun, drehen, das war's. Der Schlittenfang ist bei dieser Waffe auf beiden Seiten montiert und den Magazinauslass kann man auch auf beide Seiten machen. Somit ist die Waffe für Links- und Rechtsschützen sehr gut geeignet. Was gewisse Leute irritiert, ist, dass auf dem Schlitten drauf steht, dass die Pistole schiessen kann, auch wenn das Magazin draussen ist. Das ist aber wiederum bei Smith & Wesson halt schon ein bisschen speziell, weil früher semi-automatische Pistolen von Smith & Wesson nicht geschossen haben, wenn sie kein Magazin eingeführt haben. Die M&P ist eine Striker-Fired-Pistole mit einem Single-Action-Abzug. Der Abzugmechanismus ist simpel aufgebaut und funktioniert einwandfrei. Mit knapp 690 Gramm ist die Pistole relativ leicht. Der Abzugsweg ist relativ lang, dafür ist der Reset-Weg relativ kurz und angenehm. Aber der Druckpunkt ist sehr gut erkennbar. Der lange Abzugsweg dient als Sicherheit. Einerseits, weil die Pistole in dieser Konfiguration keine manuelle Sicherung hat. Andererseits, was sehr speziell bei dem Modell ist, dass der Abschussmechanismus beim Laden nur auf 98% geladen wird. Die letzten 2% werden durch das Betätigen vom Abzug geladen. Und dadurch gilt die M&P-Serie technisch gesehen als eine Double-Action-Pistole. Das Abzugsgewicht der Pistole ist zwischen 2,5 und 2,7 Kilo. Die Kimet-Kornvisierung ist aus Stahl und hat sehr gut erkennbare weiße Punkte drauf.
Sie ist ein bisschen höher als bei Standardpistolen, was ermöglicht, selbst wenn man ein Punktvisier installiert hat, immer noch durch Kimme- und Kornvisierung zu zielen. Die Kimme und Korn sind nur horizontal verschiebbar. Wie vorher schon erwähnt, kann man bei der Core-Version Rotpunktvisier montieren. Das macht man mit Hilfe von so einem Plättchen. Und im Lieferumfang sind 5 verschiedene Plättchen für die gängigsten Rotpunktvisier plus die Schrauben dazu. Die Waffe verfügt auch über eine Picatinny-Schiene, wo man im Normalfall eine taktische Lampe oder mit Sondergenehmigung Laservisierung oder für die ganz Verrückten ein Zweibein oder einen Handgriff kann montieren. Die 9 mm Variante fasst 17 Schuss. Ich finde, es ist sehr eine angenehme Pistole zum Schiessen. Bei unseren Tests im Schiesskeller haben wir auch ein relativ gutes Trefferbild erzielen. Sie kickt ein bisschen für einen 9 mm, aber nichts, was man nicht handeln kann. Mein Fazit zu der M&P 9: Sie liegt sehr gut in der Hand, egal ob Präzisionsschüsse, dynamisch schiessen. Und, aber was auch mega cool ist, dass es sehr viele Anbauteile gibt oder Tuningteile. Ich finde, die M&P 9 ist wirklich ganz eine lässige Pistole. Sie macht Spass zum Schiessen, wie der Patrick sagt, egal ob auf der Präzisionsbahn, wenn man dynamisch schiessen tut. Sie liegt gut in der Hand und macht einfach wirklich Spass zum Schiessen. An dieser Stelle wollen wir uns noch herzlich bei Indoor Shooting Wittenbach bedanken, dass wir die Schussaufnahmen filmen durften. Und es ist ein super Schiesskeller, egal ob Präzision oder dynamisch schiessen. Und auch einen herzlichen Dank an Gotcha GmbH, die uns Zielscheiben zur Verfügung gestellt hat. Infos findet ihr im Beschreib. In dem Fall auch euch noch herzlich danke fürs Zuschauen und lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne, merci und bis zum nächsten Mal.